Der Mensch am Mittelpunkt. So lässt sich dem LCGB sein Engagement an den Jahren 2010, 2011 und 2012 resümieren. Wir belichten heute kurz die größten Momente von diesem Engagement. Den LCGB hat am Januar 2011 sein 90 Jahre gefeiert. Angelaut goufen Feierlichkeiten mit einem offiziellen Festakt einer Séance académique. Dönno kam nach ein flott Familienfest für alle LCGB-Member dabei. Den LCGB als eng moderne Gewerkschaft mir hält aber auch noch u Gewerkschaftstraditionen fest. So organisiert den LCGB noch als einzige Gewerkschaft zu Lützeburg Cortège für seine 1. Mai-Meetingen. Die letzten Jahre hat sich auf diesen 1. Mai-Meetingen alles darum gedreht, wie wir sozial aus der Krise kommen. 2010 hat den LCGB «Wir wollen Arbeit» gefordert. 2011 hat den LCGB Reformen und Initiativen für den Mensch gefordert. 2012 war die Sozialgerechtigkeit und Sozialaufsicherung auch am Privatsektor dem LCGB sein Hauptanliegen. Wir brauchen just an diesen Zeiten einen starken Sozialdialog. Wir fordern eine neue Kultur am Sozialdialog, eine neue Vertrauensbasis für die Probleme von den Betrieben und damit auch die Probleme von den Leuten, die an diesen Betrieben arbeiten, können zu verstehen und zu lesen. Ein kleines Land kann sich keinen großen Sozialkonflikt leisten. Ein kleines Land braucht Sozialpartner, die Situation erkennen und nicht verkennen. Sozialpartner, die es fertig bringen, über die realen Probleme auf der richtigen Platz können zu diskutieren und Lösungen können zu gestalten. Wir müssen dafür nicht unbedingt allmählich ein Tripartit tun, denn wir brauchen das Instrument für das Tripartit, für die realen Probleme an diesem Land können umzuschwätzen, als einer Lösung zu feiern. Auch muss die Gleichbehandlung zwischen Privatsektor und Sektor Publik ein Thema sein. Wir fordern also mehr Gerechtigkeit hier in diesem Land. Dabei vergisst den LCGB eins nicht. Für ein mehr sozial Lützeburg brauchen wir aber auch ein mehr sozial Europa. Mir bringt das Land keinen Schritt voran, wenn wir in Europa eine Austeritätspolitik machen, die alles das, was sozial und solidarisch ist, auf Frage stellt. Und letzten Endes Verlauf schaffen. Heute zu Lützeburg gilt dadurch ganz besonders für unseren Index und für unsere Sozialversicherung, wie zum Beispiel Renten. Wir lassen uns das nicht zutimen von europäischen Technokraten. Diese Notwendigkeit für mehr Solidarität und Sozialgerechtigkeit steht auch am Mittelpunkt von einer Reihe nationaler Manifestationen. 2010 hat den LCGB am Kader vom Kannergeld für die Gleichbehandlung von allen Salarien zu Lützeburg manifestiert. 2011 hat den LCGB ein paar Mal für den Erhalt von den Industriesite Rodange und Schöffling manifestiert. Und 2012 hat den LCGB manifestiert für ein Pensionssystem, den allen Assyrien dieselben Rechte, Pflichten und Möglichkeiten garantiert. Wir fordern dafür die Regierung auf, dafür zu sorgen, dass endlich ein Pensionssystem angefordert wird, den alle Assyrier hier im Land dieselben Rechte und Pflichten, aber auch dieselben Möglichkeiten gibt. Das heißt ein einheitlichen Plafond kotisable. Neben der Pensionsreform hat den LCGB sich auch viel Gedanken über die Gesundheitsreform gemacht und hat heute beim zuständigen Minister auf 3 regionale Versammlungen für Informationen und Erklärungen gesucht. Ein Sujet, den den LCGB am Jahr 2012 angefangen hat zu thematisieren, ist das Problem vom Burnout, weil immer mehr Leute davon betroffen sind, respektive riskieren betroffen zu sein. Als Gewerkschaft organisiert den LCGB neben Informationsversammlungen auch regelmäßig Conseils-Syndikalen, die sich mit sozial- und gewerkschaftspolitischen Aktualitätsthemen befassen. 2010 war es für allem froh, mit wie enge Probleme die Leute, die an der Großregion leben und arbeiten, konfrontiert sind und wie in da Lösungen finden kann. Dasselbe Jahr hat den LCGB seine Überlegungen für eine Demokratisierung von der Arbeitswelt formuliert. Das heißt, für ein mehr modernes Kogestionsgesetz, das einer Gewerkschaft vom 21. Jahrhundert die nötige Mittel gibt, für sich konsequent für ihre Members ersetzen zu können. Neben diesen nationalen Evenementen hat sich den LCGB an viele Sektoren für die Interessen von denen schaffenden Leuten angesagt.
2010 huet den LCGB Salarie vun den Privatlaboren unterstützt, fir hier Arbeitsplätzen am Kader vun der Gesundheitsreform aufzusichern. D'Sicherheet vun de Piloten an de Fluggäst huet den LCGB 2010 an 2011 an Ugriff geholt. 2 Manifestationspicken huet den LCGB zu diesem Thema organisiert. Besonders aktuell sind an diesem Kontext die geplante Neuregelung von den europäischen Flugzeiten, die dramatisch Verschlechterungen mat zu springen werden. Am Bausektor waren et virun allem eng Rëtsch vu Failliten, die d'Aktualität dominiert hun. Die größten davon war die Faillite von der Sogimo am Jahr 2011. Auch wenn der Betrieb nicht mehr zu retten war, den LCGB hat sich heute dafür angesagt, dass die betroffenen Salarien hier Existenzen können aufgesichert gehen. Kollektivvertragsverhandlungen am Bausektor sind gescheitert, weil dem Patronat seine Forderung für eine Arbeitswoche von 52 Stunden aus Sicherheitsgründen nicht kann akzeptiert gehen. Diese nationalen und sektoriellen Engagement vom LCGB ist zu einem Moment geschieht, wo den LCGB sich erneuert und modernisiert hat. 2011 hat den LCGB sich ein neues Logo gegeben, mit dem Ziel, die Philosophie von seiner Schaffensarbeitsweise visuell darzustellen. Das neue LCGB-Logo steht also für den LCGB sein Ansatz für den Mensch an all seine Lebensbereiche, Arbeit, Privatleben und Freizeit. Auch die Direktion vom LCGB hat sich erneuert, nachdem Patrick Duri im November 2011 zum neuen LCGB-Nationalpräsident gewählt wurde. Vielmehr geht es mir darum, für die Lehren aus dem letzten Jahrzehnt zu zeigen. Die Lehren aus einem Jahrzehnt, das auf eine fundamental Art und Weise als ökonomische Prozesse geändert und sogar revolutioniert wird. Diese Entwicklung wird dann noch unsere Gesellschaft klar hier am Prängten abgedrückt. Ich will mal zum Ausdruck bringen, dass wenn die Situation sich ändert, auch an zuallererst eine Gewerkschaft sich dieser Situation muss aufpassen, nicht für egal Wert zu betreiben, mir für klar die Herausforderung durch ein verändertes Umfeld können umzuhüllen. Eine Herausforderung unhüllen, für Antworten zu finden, Lösungen zu sichern am Ende vom Salarié. Wenn wir den Menschen an den Mittelpunkt stellen, muss sie mir immer Neues als Erbicht überprüfen und aufpassen. Ab diesem Moment hat die neue Direktion vom LCGB sich konsequent für die Aufsicherung von den Salarien aus dem Privatsektor, die Krise von Monat zu Monat immer mehr zu spüren kriegen, angesagt. Wir haben am Privatsektor das Risiko, den auf die Leute liegt, was am Betrieb schaffen, dass sie ihren Platz können verlieren. Da sind ökonomische Abwirkungen, da sind eine ganze Reihe von Problemen, die auf die Leute können durchkommen. Aber wir hätten gerne entweder Strukturen, die die Leute abfangen, für die Leute die Existenz aufzusichern, für mit ihren Familien zu summen, die Angst können zu hüllen. Wenn wir diese Strukturen, so Stadtmittel nicht fertig bringen, die Garantie für die Existenzaufsicherung können zu gehen, dann müssen die Leute sich das Risiko chiffriert kriegen als Prim. Die Aufsicherung von der Existenz von der Salarien als sich für den LCGB ein Ensemble, das aus 3 Elementen besteht. Das erste, das sind sich die Überlegungen, die wir schon durchgelöst haben, gegen den Chômage, neue Pisten, für die Leute über neue Konzepte aufzufangen, sind an der Chômage gehen zu lassen, wie wir das durchgestaltet haben, über das ältere Klassement aufzufangen, also einen anderen Platz zu bringen, wenn dann konjunkturell oder strukturell Probleme an einem Betrieb zu einem Plus und einem Gegenfeiern als Alternativnutzung. Das zweite Element als Durchsicherung gegen Krankheit, gegen den Krankheitsfall, wo mal ja natürlich die Invalidenrenten eine Rolle spielen, dann die ganze Problematik vom Reclassement professionell, die den Problem justement halt angeht, aber wo auch am Kontext für diesem Dossier die ganze Problematik rund um 52 Wochen Krankmeldung muss gelesen werden. Der wisst, dass Leute im Privatsektor auf die letzten 2 Jahre, auf eine Referenzperiode von 2 Jahren, 52 Wochen krank wären, riskieren aufzurutschen, in dem Sinn, dass sie keinen Arbeitskontrakt mehr haben, dass sie sich keine Sozialversicherung mehr haben. Wir hätten gerne eine Gesetzgebung, die sicherstellt, dass das nicht kann in der Zukunft passieren, weil die Leute, die von denen 52 Wochen Krankmeldung betroffen sind, sind exklusiv Leute, die ganz schwer krank sind. Da geht es um Krebserkrankungen oder Ähnliches. Und dafür musst du eine Aufsicherung kommen. Und das dritte Element, was dann das Dossier komplett zugriff machen, ist dann ein anständiger Kündigungsschutz, wo mehr halt der Meinung sind,
dass die Kündigungsschutz punktuell muss verbessert gehen, überguckt gehen, überschafft gehen, sodass man dann, wenn man die drei Elemente zur Summe gesagt hätte, effektiv eine Aufsicherung von den Salarien am Privatsektor hätte, die dem entspricht, was die Leute sich als Recht müssten. Für den Mensch können an den Mittelpunkt von seinen Engagement zu setzen, wird den LCGB sich auch neue Strukturen gehen. 2011 gouf der Fachverband LCGB Privatschulen an die Leben gerufen. Der Comité national du gardiennage et de la sécurité hat sich 2012 strukturiert. An auch d'Association des salariés du secteur des garages hat sich 2012 konstituiert. Die LCGB-Berodungsstellen sind an Infocenter umbenannt gehen an et gouf eng Hotline angerichtet. Neue Prestationen wie zum Beispiel Medizin komplementär sind angefordert gehen a weiterer Werte no kommen. Dem LCGB sein Ansatz für den Mensch als nach lang nicht arriva. Auch an den kommenden Jahren wird Gewerkschaft sich mit ihren Delegierten und Militanten weiter konsequent für die Salarié aus dem Privatsektor ersetzen, für seinem Leitmotiv, den Mensch am Mittelpunkt gerecht zu gehen.